Willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Delta Omega Rubin. Ja Freunde, viel fällt nicht mehr hier in Omega Rubin, bevor wir das Spiel abschließen können. Doch etwas Wichtiges will ich noch zeigen, und zwar die O-Kräfte, beziehungsweise natürlich allgemein hier das PSS, wie man schon so schön sieht, rechts unten. Also natürlich auch das Pokémon Trainieren und Super Training kennen bereits. Pokémon Ami ist ja einfach nur ein bisschen mit dem Pokémon spielen und so, ist auch ganz nett. La 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 la. Gardevoir? Hallo? Mein Gebieter, was wünscht ihr? Nix kann's gehen. Tschüss. Ja, und jetzt halt noch das PSS, das Player Search System. Dazu muss man ganz kurz hier noch aktivieren. So. Was haben wir jetzt hier Schönes? Wir können einerseits hier oben natürlich halt Innenverbindungen zu herstellen, aber auch jetzt momentan nicht. Die Frage ist eigentlich, was können wir hier alles machen? Natürlich ist generell mal da mal mit Kampf und Tausch untereinander halt, oder? Also ganz normal einfach jemanden anquatschen, dann so tauschen. Kampfplatz habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Das können wir vielleicht mal auf Alpha 4 testen, wegen richtigen Kämpfen und so weiter. Mit allen anderen Spielern. Ja, machen wir mal, wa? Glückssignal. Was sagst du, wenn du fröhlich bist? Moment. Ich würde gerne... Mann, das war ein bisschen falsch. So, Komma. Yippie. Mann, Alter, meine Finger sind einfach so groß. Yippie-ja-je! Gut, zumindest Schweinebacke wenn ich jetzt nicht, aber der Rest, der passt schon so. Habe ich ein Ausrufezeichen? Hä? Kein Ausrufezeichen. Das finde ich jetzt aber nicht schön. Naja, egal. Yippie-ja-je! Ohne Schweinebacke und alle weitergeleitet. Yippie-ja-je! Toll, hat sich voll gelohnt. Uno-Tausch schauen wir uns gleich noch an, jetzt aber erstmal noch zum Hulllock. Aktualisierung dann deaktiviert, was? So, Mitteilung suchen, Sportpass, ich sport mal ein bisschen. Sportpass wurde aktiviert. So, mal aktualisieren. Naja, mach mal. Bitte warte einen Moment. 10 Jahre später. Oh Mann. Das. Unglaublich interessant, faszinierend, wie man einfach so lange im Internet danach suchen kann und trotzdem nichts findet. Das ist einfach genial krass. Es ist einfach nicht zu glauben und ja. Wird getrennt, bitte was? Gespeichert, okay. Noch überprüfen. Rasanter Spaß! Dann können 19 Saison für Werte kämpfen und Beweis. Da ganze Kämpfe aus und du blitzschnell deine nächste Attacke wählen musst. Übrigens, was ihr gerade im Hintergrund seht, das ist mein standfußes Mikro. Okay, interessant, liebe Kamera, aber egal, weiter geht's. Habe ich noch das... Uff, Alter, was habe ich noch alles? PSS-Optionen in meinem Profil. Okay, auch nichts Interessantes. Favoritenliste. Wir haben das Spiel so speichern. Momentan noch nichts. Okay. Was haben wir dann auf Alpha ein bisschen mehr hier? Spiel Synchro. Okay, mal versuchen. Naja, wieso nicht? Was ist denn das Spiel Synchro? Habe ich jetzt auch nie gemacht. Ja.
Please wait a moment. La 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 la. Auf alle Fälle geht das, ja, geht der Part definitiv in die Geschichte der interessantesten Videos auf YouTube ein. Garantiert, das ist so klar. Schnarch. Schnie, schnarch, schnachi, das kleine Krok. Alter, ist langsam gut hier. Ist doch schon 5 Minuten her. Oh mein Gott. Hallo, ich will abbrechen, das ist aber zu lange. Menschenskind. Ja, so viel dazu. PSS. Klingt eigentlich auch nach einer Krankheit eher. Das kann nachher beim Wundertausch richtig lustig werden. Okay, da wird unten bereits ein bisschen aktualisiert mit den ganzen Daten. Natürlich lauter Japaner, ist ja logisch. No Battle. Okay. Breeding. Was er brütet? Hey, Fiachi. Wasser will auch. Also, theoretisch habe ich ja eins. Müssen wir dann in den nächsten Parts mal gucken. Es wird, glaube ich, Folge 27 sein, sprich dann 3 Parts. Wo ich hoffentlich noch eine Rache rübertauschen kann von einer meiner älteren Editionen her. Muss mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Über Pokémover, Pokébank und solche Dinge. Alter, das dauert und dauert, aber sonst nichts offen im Hintergrund. Habe ich das hochgeladen? Nö. So. Innenverbindung wurde hergestellt. Na, endlich mal bei der Spielsynchro. Ist eine Verbindung zwischen Omega-Bin und was jetzt in der Seite. Anmelden. Info. Nö. Zuerst sind die gar nicht da, was es bringen soll. Das GTS. Oh nein, ich muss das speichern. Dauert jetzt lange. Ja, O-Kräfte, kommen wir darauf. GTS vielleicht mal noch anschauen. Bin jetzt eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Aber sicher mal Wundertausch und O-Kräfte wird sicher noch interessant werden. Also GTS und Kampfplatz hat das gleiche Symbol. Also gut. Ja, Runden, dankeschön. O-Kräfte. Was ist das und was bringt es uns? Halt einerseits mal O-Kräfte sind, ja, wie soll ich das sagen, es sind halt irgendwelche Spezialfunktionen, die man aktivieren kann für einen bestimmten Zeitraum, die bestimmte, schönes Licht hier, die bestimmte Ereignisse im Spiel beeinflussen können, das heißt zum Positiven für uns. Sprich halt, es gibt O-Kräfte für Erfahrungspunkte, dass man für einen bestimmten Zeitraum mehr Erfahrungspunkte bekommt nach einem Kampf oder dass man schneller brüten kann, zum Beispiel auch. Etc. etc. Und all das ist mit diesen Typen möglich, den. Ja, sind ja schon wieder. Ich bin der Märchenonkel, aber eine sehr geile Geschichte für dich auf Lager, soll dir erzählen. Jo. In Sonne auch immer Heimweh. Nö. Ach, noch etwas. Meinst du, wie es im Meeresboden aussieht? Wenn du gerne mal in eigenen Augen sehen, wenn es ein einziges Mal wäre, du auch? Ja! Und noch was. Was mal steht uns gekauft? Na, neidisch? Nö. Jetzt habe ich meinen Mund so erstmal verschossen. Danke fürs Zuhören. Jetzt habe ich meine O-Kraft mit dir. Kannst du Initiative Kraft Level 1 benutzen. Die O-Kraft ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn man sie über PSS anwendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. Oh ja, du kannst sie beispielsweise in Pokémon stärker machen oder dir mehr Preisgeld verschaffen. Genau, was ich bereits erwähnt habe. Es gibt bestimmte O-Kräfte, die man bereits von Anfang an einsetzen kann. Andere bekommt man erst später. Und noch andere muss man sich hier eben ziemlich mühsam freischalten. Wieso ist der eben noch da? Ja, und noch etwas. Noch etwas. So schön, dann O-Kraft mit dir. Dann O-Kraft, das ist Volltrefferkraft Level 1. Dankeschön. Heimweg. Ah, gut. Also, ein Kollege über Weg. Gut, tschüss. Genau, eingekommen hier Typen immer wieder, die eine ähnliche Frisur haben, aber andere Haarfarben.
Oh mein Gott, einen Rot, okay, wer bist du denn? Ich heiße Trendweg, weil ich voll Puller Trendy bin, soll ich ein paar angesagte Szenensprüche beibringen, yo, Digga. Affenstarke und abgefahrene Sprüche gehen eben ab wie Fußpilz, bei Tini sowieso, weil du findest meinen Spruch total uncool. Uncool im Sinne von heiß? Claro, Fantos, ich bin also auch total heiß, Alter. Man, du verstehst nur Bahnhof, und von den Eltern, die können dir meine Oberkohlensprüche bestimmt erklären, aber deins trotzdem zugehört hast. Das kleine Schanke-Stöhn, das kleine Schanke-Döhn bekommst du von mir an diese natürlich noch O-Kraft. Let's fetzen endlich einen Glühstrumpf. Dann ist gerade Level 1. Nächstes Mal bringe ich nochmal Szenensprüche bei, sind abgefahren, da schlackst du mit den Füßen. Oh mein Gott, das zweite Mal. Das ist ein Trendweg, weil ich voller trendy bin, na, Digga, alles klar, Bock drauf, meine Sprüche. Alles klar wie Kloßbrühe, meine Oberkohlen, Sprüche, tanzen, Teenie-Herzen, Tschala, hey, Tschala. Du gehst auf die Poster, die Partesteine mittendrin, das sind riesen Fetz, ey. Warte, wir sind im Bahnhof, du bist ja total oldschool, ey. Begegnungsgraf Level 1, Genauigkeitsgraf Level 1. Und ein Stück mal ein Rücken, verdünnisier mich, sag Schankedön und auf Wiedersehen. Mach's gut, sogar besser. Alter, was ist das für einer? Der hat irgendwie zu lange Klebstoff geschnüffelt. Aber garantiert, nicht 10-mal zu lang. Okay, dann nächste auch direkt. Ja, im Prinzip die OKF kann, also diese Herren kann man eigentlich immer ansprechen, nur sind sie halt erst nach bestimmten Ereignissen verfügbar. Ich glaube, der letzte kommt erst nach der Liga oder glaube sogar, nachdem man Rayquaza irgendwie gefangen hat oder so. Keine Ahnung, irgendwie sind die erst noch, also zumindest der letzte ist ziemlich spät hier, naja, auffindbar. So, man nennt mich den Baden, so lausch mir an meinen Singsang. Ja. Schwester muss naschen, Mann fress aber Schwabbel, hat ihm mein Singsang zugesagt. Noch stellt mich des Liedes Text nicht zufrieden, es trübt mich doch, es fehlt ihm die Miene. Was ist denn das für ein Verrückter? Werden immer schlimmer. Kaufkraft Level 1! Müsste alles ein bisschen billiger werden. Wir sind anhören aus meiner Wenigkeit. Oh. Erinnere mich ein bisschen an den aus Asterix und Obelix. Wie ist er schon wieder? Herkules wäre der Droide. Bartix? Nein, nicht Bartix. Wie ist er schon wieder? Ich dachte, das ist mit Bade, oder? Ich glaube schon lange her, keine Ahnung mehr. Mampok, so muss naschen, Mam fress aber Schwabbel. Epikraft Level 1, mehr Erfahrungspunkte. Noch die Haut ab. Übrigens wegen Level 1 und so. Es gibt meistens noch weitere Stufen im Sinne von Level 2, Level 3, aber die muss man sich freischalten, wenn man einfach die jeweils vorherige Stufe, sprich für Level 1 für Level 2 muss man Level 1 öfters einsetzen. Und glaube, sobald man dann eine Kraft in 4 oder 5 Mal eingesetzt hat, dann kann man die nächste freischalten. Also so eine Art ungefähr ist es. Jetzt kommt der grüne Typi dran. Ich bin der Händler, wir sind im kleinen Handel. Okay, die Firma dankt. Wenn du das dann haben willst, Reifen. Also wir treiben das erst angetan, ja, was mit diesem Taschenfern, ein Trank. Du gar nicht hast, oh, stehen da muss ich ja, Ja, meine stärkere Variante davon nimmt er nicht, du musst wirklich einen Trank und einen Pokéball und so, das kaufen, was natürlich total Quatsch ist. Alter, haben wir hier Kohle. Ja, hier haben wir Kohle und bei Alpha 4 der Nagel mit einem Hungertuch. Was aber vor allem daran liegt, wenn die ganzen Hyperbällen für die legendären Pokémon eben teilweise echt so viel gekostet. Ja. Also was gibst du mir? Reifen, bitteschön. Verstehe, okay, machen wir so. Vergiss nicht auf der Garnbasis damit zu gestalten. Wir kriegen den Reifen. Geschenke über Geschenke. Die Kognito-Kräfte Level. Was sind das schon wieder? Okay, was willst du dieses Mal? Gengi vielleicht? Oh Mann, ey. Der Typ ist doof. Mehrmals machen muss, ey. Ja, ihr seht schon, dass man die ganzen O-Kräfte bekommt. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich. Vor allem für gewisse O-Kräfte ist das echt zu empfehlen. Mal gucken. 5 Mal schätze ich mal. 5 Mal schätze ich mal.
La 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 la. Ja, Malvenfroh City. Ich bin der Händler aus dem kleinen Handel. Ja, hier, vielen Dank. Zillerpuppe, okay, was willst du denn? Nein, Mann, das ging zu schnell. Entschuldigung. Mhm. Ja, okay. Hier, Pokéball. Ja. Klingt fair, Mann, hier. Dankeschön, eine Zwirrlichtpuppe. Die Schnäppchenkraft, damit kann ich glaube überall ein bisschen günstig einkaufen. Geh zurück nach Hause, tschüss. Ja, dann geh mal. Übrigens, zunächst sollst du ja einem meiner Kollegen begegnen, er ist immer so einer starken Trainern. Okidoki. Ich glaube echt, der jetzt kommt, der kommt erst entweder nach der Pokémon-Liga oder sonst in einem bestimmten Ereignis erst. Oh mein Gott, der Pinke. Ich bin der Geschichtenerzähler, also die Geschichte erzählt von einem legendären Trainer, okay. Die Geschichte eines Trainers namens Michael, was? Michael war ein sehr vorsichtiger Trainer und so kam es, dass er im Laufe seines Abenteuers bereits 124 Mal das Spiel gespeichert hatte. Also noch nicht alles. 84 Kämpfe hatte Michael bereits ausgefochten. Ging einfach keinem Kampf aus dem Weg. Jo, und das ist noch nicht alles. Dreimal ist Michael bereits zurück nach Hause geschlagen, natürlich unter dem Vorwand, sein Team heilen zu wollen. In Wirklichkeit plagt ihn wieder das schreckliches Heimweh. Was? Noch nicht alles, was kommt jetzt noch? Michael hatte bereits 2 Fahrten mit der Seilbahn hinter sich. Krass. Michael geht wahrlich drunter und drüber. Der Typ ist einfach Wahnsinn. Michael besaß ein Itemradar. Wieso besaß? Aber es immer noch. 95 hat er schon davon Gebrauch gemacht. Er liebte es, auf Schatzsuche zu gehen. So faszinierend, dass ich die Zeit vergesse. Was sagst du da? Du bist der berühmte Michael aus persönlich. Der legendäre Trainer von der Nase darf dir als größte Findungskraft anbieten. Und zwar die AP-Heilkraft. Oh. Nicht nur ein Traum. Ja, was jetzt? Kann draußen nach Hause gehen. Also dann mach's gut. Übrigens, wenn du Lust hast, kannst du mir dazu in meinem Apartment in Residenz Malvenfroh besuchen. Ja, und das war dieser Zeitpunkt, wo wir schon fast am Ende der ganzen Geschichte sind. Wir sagen, noch ein Ereignis kommt, danach kriegen wir die wohl geilste O-Kraft von allen. Jetzt muss man mal gucken, was schon da war. Ich glaube, hier war. Keine Welle geschlagen, ich habe nur. Aber ja, doch schon. Moment mal. Wir haben doch das mit Wald auch schon gemacht, oder? Hä? Haben wir doch gar nicht gemacht? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, hier, sieh das mal an. Ja. Das ist Prismatürmchen, das war zusammen mal in Malvenfroh City. Der Türmchen ist übrigens nicht nur zum Schmuck da, ne? Es sieht über eine wichtige Funktion aus. Das Prismatürmchen. Wir haben das Neu-Malvenfroh nicht weit von hier. Siehst du das Licht hier? Es sagt an, dass Neu-Malvenfroh möglicherweise irgendwas Ungewöhnliches vorgeht. Okay. Und da kommst du ins Spiel, Michael. Ich möchte nämlich um etwas bitten. Dann verlegen wir unser Gespräch da zu mir nach Hause, das ist gemütlicher. Von der Residenz Malvenfroh im 1. Stock. Ich sage sicher als Personal, als du kommst, also hüpfe einfach merke schon in den Fahrstuhl. Ich weiß, du bist bestimmt schwer beschäftigt, aber ich ziel auf deine Hilfe. Ja, Neu-Malvenfroh, das kann bereits aus dem Original spielen, das ist relativ klein und so und man kann dort noch sein Nassknet und sein Magneten weiterentwickeln und man findet dort dann Team 24 Donnerblitz. Und das war's auch schon mehr oder weniger. Das müssen wir auch nach den Ereignissen mit dem Proto-Pokémon möglich sein. Omi-Rayum-Kampf. Oh, das war noch etwas Geiles, stimmt. Was sagt die Zeit? Haben wir noch ein bisschen. Ja, komm, wieso eigentlich nicht. Im Kampf gegen Omi-Rayum-Kampf. Er kämpft täglich gegen uns. Übrigens haben mein Team noch ein bisschen trainiert, da in Kampfressort halt. Weil wir werden vor allem gegen. Ja. Nächsten Part mit der Top 4 werden wir Training bitter nötig haben. Könnt ihr mir glauben, Freunde, das wird echt übel. So, mal gucken. Habe ich die? Das könnte eigentlich funktionieren soweit. Ja, versuchen wir es mal. Noch der Rayum-Kampf war. Blackie hier, wegen dem Flug-Pokémon und so, wegen Erdbeben. Da müsste ich beinahe eigentlich schon wohl in die Mitte setzen, wenn ich da Erdbeben einsetzen will. Mal gucken. Was willst du von mir? Willst du einen Rayum-Kampf für mir liefern? Ich hab keine Lust, ich hab keine Lust. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber geh bitte wieder.
Aber Omi, willst du einen Besuch einfach so wie die Tür setzen? Komm, gib deinen Rückenkampf gegen ihn. Ich bin sicher, es wird dir gut tun. Na, wenn es nicht sein muss. Meine süße Engel kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen, egal wie viel Arbeit das für mich bedeutet. Oh mein Gott, die Omi, die will fighten. Du. Fräulein Reihumkampfdreher. Fräulein ist gut. Die 3 Affen sind los. Blackie, Volt und Fei. Eieiei. Macht direkt mal Mega Power. Und die Rückkehr. Ich bin Fettmann. Und die Rückkehr, die haut rein. Oh Mann, la 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 la. Wow. Atomic. Und unser Blackie, der macht da was schon mit der Drachenklaue. Und weitere wertvolle Erfahrungspunkte. Noch einmal müssen wir reichen für ein Level Up. Das ist sogar von Dreifaches, war? Nein, nur von Zweifaches. Schade, schade. Black geht es so sehr verdient, Mann. Was, Gigastoß? Nö. Das ist doch eine normale Attacke, die brauchen wir nicht. Und Feier hat auch schon Level 57. Warte mal, das ist passiert. Mann, ey, so ein die Zelte rausgefallen, ey, gibt leider nicht. Sind wir jetzt endlich fertig? Bin total müde. Also, als Dank dafür, dass du etwas Zeit mit einer Großmutter verbracht hast. Elixier. Okay, danke schön. Jetzt nicht, der ist ja voll für heute. Brauchen wir eine Ruhe, jetzt verschwinde bitte. Arme Omi. So, war jetzt auch irgendwo hier oben noch. Die Frage, wo war denn jetzt schon wieder? Jetzt muss ich eigentlich hier sehen, wer hier ist. Okay. Bin der Beutelschneider. Apartment 10. Okay. Wo waren denn die Typen? Ich glaube, die waren hier irgendwo, war? Die 5 Kreuze, das könnten sie sein. Genau, ein kraftlose Waschlappen. Der hat da was mit zu tun. Mal ganz kurz angucken. Wo ist denn der kraftlose Waschlappen? Der hier. Ich bin nur ein Langweiler, ein völlig kraftloser Langweiler. Warum sprichst du mich überhaupt an? Ich werde ja sowieso nur langweilen. Ja, aber nicht mehr lange, Freunde. Denn diese 5 Kreuze, die haben noch was vor mit ihm. Oh mein Gott, voll das Swingerclub, war? Nee, nicht direkt, aber sieht schon krass aus. So, und jetzt? Ich bin der Händler. Ich bin der Barde. Und du bist? Ich bin der Trendig, der Trendsetter. Jo, Mann, was geht ab? Nix. Geschichtenerzähler. Wenn man Teil mit Interesse hätte. Wer hätte gedacht, es gibt gleich niemand, jemand, der unsere Kräfte bedarf. Das ist der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Kannst du die Person bitte herbringen? Ja. Jetzt, Freunde, wird's gleich richtig lustig. Ich musste damals so lachen, da bei Alpha Saphir, das klappt dir keine Sau, wenn du das erzählst. Du musst echt erstmal sehen. So. Wie bitte? Du wolltest mit dir mitkommen? Was? Gleich 5 Leute verlangen nach mir? Was wollen die bloß von mir? Na gut, dann komm ich eben mit. Mir war sowieso gerade langweilig. Voll der Depri-Typ. Wer seid ihr? Ihr habt voll die crazigen Haare. Ne Merken, Onkel. Ich heiße Schokolade, ey, Trendwick. Was? Wieso Schoko? Ich bin der Bade. Ich bin der Händler. Hey, ich hab die Geschichten erzählt, hab den Namen erfahren. Ich hab keinen Namen. Ich hatte einen Namen im Verwurzeln vergessen. Ein unbeschriebenes Blatt an irgendwer. Das ist ganz ausgezeichnet. Hättest du Interesse daran, die Kraft von uns 5 Kreuzen in Empfang zu nehmen? Eure Kräfte? Ich hab keinen Platz, wovon du da redest. Überhaupt, wohnen die etwa alle zusammen? Was sind alle Zelte überhaupt? Das ist nicht weit von Bedeutung. Wichtig ist nur, dass sie uns gefunden haben. Aber hallo, das ist astrein. Und nur gut zu. Wir 5 Kreuze haben die Höhenregion bis heute mit O-Kräften, Träumen und Hoffnungen versorgt. Aber wir sind leider nicht mehr die Jüngsten. Wir denken schon länger Zeit darüber nach, in den Ruhestand zu gehen. Und deshalb sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger. Und da kommst du ins Spiel.
Wir bestehen darauf, dass du unseren Nachfolger antrittst. Nö, niemals im Leben. Ach komm schon. Was verkraft uns überschäumen. Ich erwarte ein ganz neues Leben. Das ist ein einmaliges Angebot. Bitte tun's. Nein, tut der Welt den Gefallen. Teil mit all da draußen die O-Kraft. Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber die Sache ist doch sonnenklar, nimm das Angebot an, was auch sonst. Dann spann ich nicht mal auf die Kraft, die wir zukommen lassen, in dir auf. Sind alle bereit? Das ist nicht toll, sie gegenseitig zu helfen. Danke für deine Hilfe. Musik weg. Alles klar, es geht los. Ich wünschte, ich könnte um die Welt reisen, überall, wo ich Halt machen, Sonnenuntergang genießen. Bitte besuche alle möglichen Regionen. Was? Wer ist weg? Hat sich aufgelöst. Es ist alles bereit und ab dafür. Tschüssikowski und bis Baldrian. Mir ist voll schlecht. Kein Wunder, was macht die Typ über mit ihm? Höre mir zu. O-Kräfte sind Kunst. Alter, das ist voll auf die falschen Gedanken. Wenn den Leuten dieser Welt unsere O-Kräfte anbietet, schenken sie dir im Tausch ein Lächeln. Ein bisschen Handel kann ich mir gar vorstellen. Jetzt der craziest von allen. Schreib dann eine große Geschichte. Du ersetzt das maximale Kraftniveau. Was zum Teufel? Oh, fantastisch! Mit der fließenden unglaubliche Kraft. Ihr könnt das Ganze durch das Band der Freundschaft zwischen den Kreuzen spüren. Ihr miteinander. Wow, ich fühle mich wie neugeboren. Hey, altes Haus, ich bin der Hüter der O-Kraft. Mein Name, Mr. Miteinander. Das ist ein kleiner Crossbow, meine neu erwachen Kräfte. In diesem Sinne, fangen meine Kraft. Mehr miteinander. Brutkraft will 1 benutzen. Geil. Vielen Dank, altes Haus. Tschüss. Ja, der Freunde haben wir die Brutkraft und damit können wir, wie bereits erwähnt, halt Pokémon-Eier noch schneller ausbrüten lassen, als es bereits mit Pokémon mit Flammenpanzer, solchen Dingen das Fähigkeiten können. Ist doch einfach nur genial. Okay, weiter mache ich jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Und sind wir heute auch schon fertig, Freunde. Das war es wieder mal für heute hier mit, ja, doch Omega Rubin, weil ich glaube, wir uns du EG. Ich habe soweit alles richtig gezeigt und so und was fehlt denn sonst? Ein guter Wundertausch fehlt noch, wow. Ja gut, das lassen wir erstmal ganz kurz, vielleicht klappt es sogar. Relativ schnell mal natürlich. Also U-Kräfte sind halt die hier. Kann ich hier zum Beispiel irgendwie anklicken von irgendeiner Brutkraft, auf Selbst oder auf Ziel, kostet ein bisschen mehr davon. Und ja, überall zu verwenden ist glaube ich irgendwie für, ah ja genau, hier steht sie, Wirkung hält 3 Minuten an und glaube nach irgendwie 3,5 oder 4 Minuten würde sich wieder so ein Kreis irgendwie auffüllen. Also man kann es nicht ganz endlos ineinander ausführen, aber halt doch relativ schnell wieder. Und jetzt mal ein Wundertausch, das heißt, ja, ganz kurz speichern. Das heißt, wir wählen in ein Pokémon aus und können es, ja, einfach durch ein anderes Pokémon austauschen. Das heißt, dann gibt es irgendeinen Pokémon hier raus, zum Beispiel irgendeinen Pfiffian hier, also ganz nett. Und kriegt dafür irgendein anderes Pokémon, was einander auch einfach in, ja, im Tausch reingepackt. In der Regel sind das in letzter Zeit immer wieder so sogenannte, ja, Zuchtüberbleibsel. Als Beispiel, in der Regel, wenn du ja richtig züchtest, dann hast du immer wieder ein paar Pokémon übrig, wo du sagst, ja gut, das hat vielleicht irgendwie die richtigen Attacken drauf, aber nicht das richtige Wesen oder nicht die richtigen Devas und so, und hast du am Schluss eine ganze Box voller solcher Pokémon. Und die werden halt auch oftmals über Wundertausch ausgetauscht. Wir können jetzt hier ein Illumise, okay. Ja, geht auch. Wieso auch nicht? Fuyo Shadow Versandte. Ja, ein japanisches Illumise oder eben natürlich auch andere Pokémon tauschen. Genauso bekommt man sich denkt, brauche gar nicht, tausche weiter. Tja, das war schon alles. Das ist der Wundertausch, Freunde. Und auf diese Art und Weise habe ich bei Alpha 4 mal ein Giratina bekommen. Wieso? Keine Ahnung, wieso man legendäres Pokémon vertauschen soll, aber es war so. Und ja, würde mal sagen, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter. Wir gehen direkt in eine Pokémon-Liga.
Denn jetzt, wo wir einmal die gemacht haben und Kampfressort auch, zumindest mal nach Delta-Episode selbst, können wir die Pokémon-Liga nochmal machen. Allerdings sind die Pokémon jetzt dort, sprich die Top 4 halt, sind wesentlich stärker, auf einem wesentlich höheren Level. Und ganz ehrlich Leute, mit unserem aktuellen Team, es wird lustig. Das kann ich jetzt schon mal versprechen, es wird saulustig, ich glaube. Die schwersten Pokémon dort in der Top 4, jetzt mittlerweile an etwa Level 70, von dem her, ja. Könnte knapp werden, aber wie es genau aussieht, das natürlich wieder mal erst im nächsten Party bei Pokémon Delta Omega Rubin. Bis dahin, tschüss.